Ja, moin, liebe Leute. Herzlich willkommen zum neuesten Video. Jetzt bin ich vorhin nicht Burg gefahren und jetzt bin ich logischerweise wieder runterfahren und ich kann ihn gerade ausrollen lassen. Nein, mit dem heutigen Thema, das ist ja gescheit, wenn man da nur 40 fährt, nicht, dass man dann das Loch abbekommt. Mit dem heutigen Thema braucht der TÜV kaufen die 4 grössten Fehler davon. Ich weiss, ich habe das Video schon mal aufgenommen, aber ich glaube, es ist nichts geworden. Und sonst haben wir halt da ein zweites Video drüber. Und zwar ist es ja so, der allergrößte Fehler, würde ich finden, das Vorführmodell zu kaufen. Das ist wahrscheinlich beim Auto auch so, das Vorführmodell zu kaufen. Weil, für was ist das Vorführmodell da? Das Vorführmodell ist da, zum dem Kunden das Auto zu zeigen und dass der das Probe fährt, das Auto oder der TÜV Probe fährt und dass er sieht, hey, wie ist der TÜV. Und das Problem ist, bei Vorführmodell ist nicht so, dass die Garage zuerst mal ein paar tausend Kilometer der TÜV oder 1000 Kilometer der TÜV eingefahren hat und sagt, hey, jetzt könnt ihr Gas geben damit. Das ist eigentlich relativ neuer TÜV, der dann gerade von Anfang an von den Kunden gefahren wird. Oder? Ich habe einen Elektro-TÜV, man hört gar nichts. Oder wo gerade sofort gefahren wird von den Kunden. Das heisst, es wird ihm voll auf die Fresse gehauen ab 1 Kilometer. Und ja, also ich sehe das schon so. Die Technik ist sicher ausgereift und sicher viel besser als vor 40 Jahren. Dass man TÜV nicht mehr so krass muss einfahren wie früher. Aber wenn du trotzdem, wenn du einen TÜV kaufst und das Vorführmodell kaufst, dann kann ein grosser Fehler sein. Dass er wirklich vielleicht schon, ja, vielleicht halt nicht so gut ist wie einer, der richtig eingefahren wurde, ist, dass vielleicht früher einen Motorschaden hast, wie auch immer. Da können wir, oder, und, ja, weiss ich jetzt nicht, ob das so, ja, dass es so toll ist. Das Zweite wäre, was ich gesehen ist, was ich auch nicht mehr machen will, ist bei privaten Leuten kaufen. Also das Ding ist einfach, du hast keine Gewährleistung. Und es kann sein, dass also ich habe die grüne Kawasaki, die ich gekauft habe, die habe ich auch bei einer Privatperson gekauft, aber die Privatperson war so lieb gewesen. Wir haben den Kaufvertrag alles abgeschlossen und die war so lieb gewesen, die Privatperson, dass sie mir gesagt hat, hey, und auf dem Vertrag aufgeschrieben hat, hey, in den ersten 3 Monaten oder im ersten Jahr, nein, ich glaube es war nicht ein Jahr gewesen, ich glaube es waren 3 Monate gewesen. Wenn etwas passiert in den ersten 3 Monaten, egal was, sag es mir, ich zahle es dir. Also, wenn es natürlich nicht, wenn ich etwas absichtlich kaputt mache. Und das habe ich ja mega nett gefunden. Und das ist halt einfach beim Privatverkauf nicht gewährleistet, oder? Und das könnte auch ein grosser Fehler sein, was auch wirklich heiß ist, aber bei privat gekauften Autos, auch bei Autos. Ich habe bis jetzt nie ein neues Auto gehabt. Ich habe einmal ein Auto in einer Garage gekauft, wo ich bis jetzt noch zufrieden bin damit. Aber ja, verstehen Sie, was ich das meine? So, man tut vielleicht lieber ein bisschen mehr Geld investieren, dann hat man vielleicht bei einer Garage vielleicht sogar mit Garantie dazu ein Auto oder ein TÜV. Weil das Problem ist, das ist jetzt ein Zweitfehler. Weil das Problem ist, dass wenn du ein Auto kaufst oder einen TÜV kaufst, er kann schon MFK haben. Aber nur weil er MFK hat, heisst das nicht, dass er auch haltet. MFK ist nur, dass er sicher ist für die Straße, aber nicht, dass der Motor. Also MFK heisst nicht garantiert 2 Jahre, das Auto garantiert 2 Jahre hebt. Oder du kannst von der MFK heimfahren und du kannst einen Motorschaden haben, blöd gesagt. Oder? Genau, der zweite Fehler. Der dritte Fehler wäre, würde ich sagen, ist, dass man nicht lang testet. Also wie das bei mir sieht mit dem 125er, man sieht, also der TÜV selber kann zwar gut sein von der Qualität und vor allem vom Preis, aber man sieht einen TÜV und man kauft ihn direkt. Man tut nicht noch Probefahrten machen und noch andere TÜV austesten. Das würde ich auch sagen, ist auch ein grosser Fehler, weil du weißt nicht, also erstens mal, du bist nur ein TÜV gefahren, du weißt nicht, ob der jetzt
ich sage jetzt einmal, ob der gute Gasannahme hat, ob der gute Übersetzung hat, also ob man, wie weit man mit der Gang kommt, bevor man wieder muss schalten muss. Und. Wenn du nur einen TÜV gefahren bist, also beim TÜV ist es jetzt nicht so wie beim Auto mit der Lenkgeometrie, dass er jetzt nach rechts oder links zieht, da müsste schon Gabeln verzogen sein. Das ist jetzt nicht so schlimm wie beim Auto, würde ich sagen. Aber ja, sollte man schon mehrere TÜV fahren. Ich habe da schauen, ich interessiere mich schon lange für die KTM aus dem CR 690, das wissen alle, die mich kennen. Ich muss schauen, ob ich da irgendwo kehre. Wissen alle, die mich kennen. Und da müsst ihr auch schauen, dass ich zum Beispiel dann trotzdem noch Tasky-Probe fahre, also aus Quarna und, oder bevor ich dann zum Beispiel KTM kaufe. Nur als Beispiel, also genau, das ist der dritte Fehler. Also wirklich schaut, dass ihr müsst vielleicht schon am Anfang mal sagen, hey, ich mache nur Probefahrt, ich kann noch absolut keine TÜV-Probe gefahren und probiert euch aber dann auch nicht vom Händler überzureden lassen, dass das jetzt wirklich ein guter TÜV ist. Schön, was ich meine. Also, könnt euch selber Meinung bilden, wenn ihr viel TÜV fahrt, dann merkt ihr vielleicht, hey, also, das Problem ist halt, ich bin jetzt mittlerweile schon bei 4 Jahren auf dem TÜV. Wenn ich jetzt auf einen anderen TÜV steige, ich merke schon einen Unterschied. Aber wenn du jetzt erst einen Monat oder so auf dem TÜV bist und du vielleicht sogar noch den SL, dann wirst du wahrscheinlich das nicht grossartig merken, was jetzt da gut ist und was nicht. Genauso wie beim Auto. Wenn man da neu ist, dann merkt man das nicht. Also, weil du einfach das Gefühl nicht dafür hast, wie du es nicht anders kennst. Das ist wie bei meinem Oldtimer. Mein Oldtimer, ich weiss auch nicht, ob mein Oldtimer gut fährt. Das weiss ich absolut nicht, ob mein Oldtimer gut fährt. Weil ich bin in keinem anderen vom gleichen Modell gefahren, oder? Also ich denke mal, er wird verdammt gut jetzt fahren, weil es ist viel gemacht worden daran, sehr viel. Aber ich weiss das, aber ich kann es nicht garantieren, oder? Genau, und der dritte Fehler, was ich euch wirklich ans Herz legen, dass man natürlich darauf fährt, was ihr für eine Einstellung habt zum Leben und soll ich sagen, was ihr für eine Einstellung habt zum Leben und was ihr verdient. Aber ich würde euch ans Herz legen, tönt kein TÜV finanzieren. Oh, schau, Kontrolle. Tönt kein TÜV finanzieren oder leasen. Würde ich euch herzlich würde ich euch wirklich ans Herz legen. Warum nicht? Kann man da überhaupt durchfahren? Ja, ich habe jetzt auch nicht Schlechtes gesehen. Aber da vorne ist dann Verbot, gell? Was soll ich sagen? Könnt ihr jetzt nicht machen, warum nicht? Wenn ihr ein Auto habt. Wenn ihr ein Auto habt. Ein Auto dort, ein Auto ist, ein Auto habt ihr die ganze Zeit, oder? Ein Auto. Aber ein TÜV, ich muss schon aufs Handy schauen, aber ein TÜV habt ihr während vom Oktober bis März, oder? Ja, November. November bis März nicht. Aber wir müssen trotzdem zahlen dafür. Ja, gut, gehen wir weiter. Wir müssen trotzdem zahlen dafür. Sagen wir, bis zum Oktober, dann November, Dezember, Januar, Februar, März. Sagen wir 5 Monate lang, also fast ein halbes Jahr vorher, nicht mit dem TÜV, werdet ihr trotzdem die Finanzierung zu zahlen. Das heisst, in den Monaten, die ihr fahrt, ist es eigentlich doppelt so teuer, weil ihr das halbe Jahr gar nicht fahren könnt. Versteht ihr, wie ich das meine? Also eben, je nachdem, wie ihr das seht, und alles, kann man sagen, ja, du bist halt dumm, Sieg. Das so sieht man, das schaut man ja nicht so an. Aber ich würde so oder so, ich würde jetzt so oder so kein TÜV finanzieren, weil ich das Geld gar nicht dazu hätte. Und weil ich nicht gerne so monatliche Kosten habe. Oder? Weil ich nicht gerne monatliche Kosten habe. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Und ich will mal sagen, wer ist das schon gewesen mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.